Es geht weiter stets heiter zurück bei The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom oder vielleicht auch eher Tears of the Dragon, Tears of the Zelda, wie wir mittlerweile wissen. Tears of the White Dragon könnte man auch sagen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, die letzte Folge hat es nochmal richtig in sich, von Erinnerungen her, wie wir erfahren haben, dass ja gemäß der Drachenerinnerung Nummer 12 oder der 17. generell, naja, eben, dass es halt Zelda ist, die sich in den Drachen verwandelt hat und das Masterschwert damit irgendwie zu stärken war, mit ihrer eigenen heiligen Kraft. Oder Bandkraft oder wie auch immer, obwohl es einfach vorher schon das Bandschwert war. Das ist irgendwie ist sowieso ein bisschen creepy mit dem Masterschwert und so. Ich meine, wir wissen vom Masterschwert her, ja, eben, es ist das heilige Bandschwert, es spricht mit Zelda, also sprich diese Stimme, die daraus kommt, was wir auch aus Skyward Sword wissen, dass halt der damalige Geist namens Fei ist. Also von dem her, man hat schon Andeutungen auf frühere Zelda-Abenteuer, wie wir es schon aus Breath of the Wild hatten. Gewisse Dinge sind trotzdem seltsam, wie zum Beispiel, was ich mir überlegt habe, warum haben die Weißen, nachdem Ganondorf irgendwie besiegt war, oder warum hat Zelda, nachdem Ganondorf besiegt und versiegelt war, nicht einfach ihm den Mysterienstein abgenommen? Ich meine, der war ja da versiegelt. Hier. Ganondorf hatte das Teil ja immer noch, hätte man einfach abnehmen können oder den Kopf abschlagen können oder so. Weil Raura hat sich ja offenbar geopfert, um ihn zu versiegeln. Wir haben leider die Erinnerung dazu noch nicht. Die wird hoffentlich auch noch bald folgen. Und wir wissen aber auch, dass Mineru sich offenbar auch ins Purapad verzogen hat. Warum auch immer. Vielleicht starb sie ja währenddessen. Oder aber sie hat sich gesagt, okay, in der Zukunft braucht man meine Hilfe. Also werde ich jetzt einfach meinen Geist transferieren, weil sie ja irgendwie Weise des Geistes ist, beziehungsweise war. Oder eben noch ist, eben, keine Ahnung. Also, wir haben viel erfahren, trotzdem sind noch neue Fragen offen. Und ich bin gespannt, wie viele dieser Fragen, die vor allem ich mir noch stelle, natürlich auch in Bezug auf frühere Zelda-Spiele, wie viele dieser Fragen sich im Verlauf des Abenteuers noch beantworten lassen. Wir werden sehen. Als erstes würde ich jetzt aber gerne, wie wir das letzte Folge schon mal angedeutet haben, zum Würfel darüber. Nein, obwohl es gerade ein bisschen cool aussieht. Nee, ich will gerne hier rüber. Zum einen wegen dem Schrein. Mir geht es einfach um den Stall hier, wenn er da ist. Und dann würde ich aber relativ schnell sagen, gehen wir in den Untergrund, war. Ich glaube sogar, ich werde ganz kurz von hier aus in den Untergrund noch gehen. Einfach aus dem Grund, weil da unten ist dann so ein Froschviech. Das hat mir ja vor ein paar Folgen, wo ich auch ein bisschen doof drauf war, muss mal so formulieren, ziemlich den Tag versaut. Und das Vieh braucht man sowieso noch als Foto für Kilton. Ganz ehrlich, ich will Rache. Ich will das Vieh so richtig schön auseinandernehmen. Okay, schräg, dachte gerade unten wären die Orni. Ja, sah gar ein bisschen so aus. Egal. Das sind diese Luftviecher, ich glaube das nicht. So, ich fliege relativ lange hier, wa? Gefühlt fliege ich sowieso ein bisschen kacke. Täusche sitzt. Netter Versuch. Zum Außer müssen wir uns eh keine Sorgen machen. Ich habe noch ein paar Tränke und Nahrungsdinger. Obwohl schon mal so 3 Ausdauerbalken gesamt, also die grünen meine ich halt, schon cool wäre eigentlich. Sag mal. Hat er keine Freunde? So, wirklich langsam mal Zeit. War ein bisschen was mit der Ausdauer zu tun. Ich habe noch einen ganz normalen Ausdauermedizin. Warum nicht? Kann ich auch mal nehmen. Müsste auch eigentlich auch schon reichen. Hä? Jetzt lässt er von mir ab. Muss man das verstehen? Ich glaube nicht.
Guten Tag. Huch. Okay, cooles Gerät. Was hier am Rumfliegen ist. Hier oben haben wir gerade nichts im Himmel, wa? Nee, also ich meine, wir... Bin nicht zu weit geflogen, super. Mehr auf Nakala. Da drüben könnte noch irgendwas sein, aber komm, dann gehe ich hier ein anderes Mal dahin. Ich wollte mich schon auf den Weg machen zum... Wo ist jetzt? Da unten. Zu dem Teil. Und da drin hat sicher auch irgendwo noch ein Schrein, aber nee, komm. Also schon, dass ein Schrein haben wird, aber... Später, Freunde, später. Sicher ist sicher. Ah, da. Ach, das Akala-Institut. Logo, ganz vergessen. Warte mal, da fliegen wir da drehe ich mal erstmal hin. Mal gucken, ob hier schon etwas ist. Das habe ich ja komplett vergessen, Freunde. Ich bin nicht Trottel, aber das Ding an. Da spielt ja keine Rolle. Das ist ein Aero-Set. So. Hä? Von Jäger übernommen? Ernsthaft? Ja, super. Tag auch. Mester, hm? Hey! Link ist hier, feindlicher Angriff! Oh, okay, lassen wir zumindest mal rein. Also. Oh, ein Offizier sogar. Nicht schlecht, Herr Specht. Sag mal. Nee. Nee, die Scheiße schon wieder. Mit 2 ist ein bisschen doof. Ist das so oder was? Ja, ist er. So, und ich kümmere mich persönlich. Sanshin Langschwert. Ein Druckwellen stehen lassen, okay. Annika, das war. Huch. Oh, hat sie vielleicht. Warte mal. Das könnte man mal wieder testen. Das gab es früher immer mit den. Moment, mit den Crocs. Oh, was soll ich wohl eigentlich jetzt nicht da reinwerfen? Dass ich halt einzeln nicht abwerfen kann, ist irgendwie auch doof. Nein! Oh, nicht essen. Ich weiß, es ist lecker, Link. Ja, hätte ja klappen können. So, die Jäger haben das also hier übernommen, war? Schweinebande. Ach, eine Pause. Hä? Was ist mit dir los? Tut mir leid, ich wollte in der Uniform anfangen ohne meine zum. Hä? Du sag mal, du bist kein von den Jäger, oder? Nee, ich bin der schlimmste Feind. Wer bist du überhaupt? Ich den Ort verlassen können. Mein Name ist Kurt. Einen guten Modegeschmack, okay. Sag, was sie zu nähen. Ein Jägeranzug. Cool. Wenn man dich für deinen Jäger. Ah, da müssen wir sowieso machen, natürlich. Ja, aber wo finde ich. Warte, wo finde ich den Rest? Hallo? Wo finde ich die Mütze? Wo finde ich die Hose? Ich brauche das ganze Set. Schweinerei. Huch! Okay. Ja, kurz überrascht, ey. Irgendwelche Aufzeichnungen, wo die anderen Teile sein könnten? Teleport-Medaillon-Prototyp. So, aufgrund fehlender Daten nicht einsatzbereit. Okay, bringen wir uns zum guten alten Kumpel. Später.
Nein, die Kumpel ist nicht später. Wir machen es einfach später. Gamma-Krieger-Klinge, der Shield ist auch bald broken. Ich frage mich, ob ich wenn ich die beiden jetzt trennen würde, ob dann beide broken wären oder einer von beiden wieder heil wäre. Egal. Mhm. So, liegt unweit an der Straße, wie das Dorf ist Taburas, haben wir jetzt noch in den Himmel fallen. Hier in Quelle der neuesten Informationen dort am Fund wertvoller Material, was will man mehr. Während Zelda weiterhin verschwunden zu sein scheint, hoffen sich Berichte von Link, ihrem Hescher mit dem Schwert. Dankeschön! Nach Links Stand haben wir bald die Ende finden, dank der ausgeklügelten Bananenfallen des Tageslichttrubs. Peinlicherweise bin ich selbst bereits auf einen je natürlich effizienten Technikwunderwerk reingefallen. Der Merke beim Patrouillieren Finger weg von Bananen, die herrenlos auf der Straße liegen. Es lohnt sich nicht. Nur Tipp, danke. Ja, sehen wir schon. 10 Folgen später. Banane muss ich aufsammeln. Hä? Really? Sag mal. Oh, wenn es zu hoch war. Ja, ein bisschen. Was ist denn hier alles rum? Oh, es blitzt und donnert. Ist ja super. Immerhin mal ein Holzpfeil mal 10, immerhin etwas. Sag mal. So. Würde doch anders gehen, ist klar. Okay, die liegen auch mal weg. Kommen wieder einigermaßen hoch. Naja, passt. Sag mal. Okay, ansonsten steht hier aber nichts geschrieben, wa? Welche weiteren Informationen? Nee. Da ist noch mal eine Holzkiste, wird da noch irgendwie Schund drin sein. Jo, schade. Das ist eine riesige Kanone. Sonst hier einfach die Jäger oder was? Ja, ja. Okay, kann mir eigentlich mehr oder weniger egal sein. Ich will ja eh da runter. Jo, man sieht ihn ja auch. Ja, normale Gegner. Das ist einer von denen auf Patrouille. Ja, von mir aus. Wow! Da ist gerade ein Mensch, der dran vorbeiläuft, obwohl da überall die, naja, Tigermarkierung ist. Ich sag nichts. So. Muss eigentlich die nächste Mal zählen, wa? Wie viele Schreine wir bereits aktiviert haben. Es doch mal lohnen würde, wieder mal an einem Stück zu machen. Herzen haben wir jetzt nicht unbedingt so den Bedarf, aber nochmal mehr Ausdauer. Für das nächste Ziel empfohlen Ausdauercontainer. Aha, Maxi-Trüffel. Nee, Schwertling. Fast genauso gut. Ah, da ist wieder der Freund. Heyo! Dieser Stall hier. Was gibt's, Heyo? Es soll hier einen Pferdegrund näher geben und sogar ein höchst verdächtiges Institut. War nicht dabei. Was zum... Ernsthaft? Das war nicht einer von den Stellen... Das ist doch frech. Ich will zu meinem Freund... Okay, wir uns hinzu, da haben wir uns gekümmert. Der Pferdegott ist nochmal ein anderes Thema.
Wo ist der? Ja, see you later, Alligator. Was ist denn los, Kumpel? Hä, wo ist denn dein Freund? Hä? Mach er gar nichts, ich will nur quatschen. Okay, da unten ist nicht so weit weg, das kann man dann gut und gerne mal machen. Bei Gelegenheit versteht sich, hier haben wir noch einen Brunnen, wie können es anders sein? Die stärkste Waffe. Ja. Abgeworfen wurde wie nix. Und Zugang zur Sturmwindkluft oben im Nordwesten soll so ein Monster sein Unwesen treiben. Okay. Habe jetzt sogar eine? Ich habe kein hornernes Leunen. Säbelhorn. Hä? Hab ich doch. Da will ich ein normales Leunenhorn. Da könnte natürlich sein, wa? Ja gut, wenn du das normales Leunenhorn haben willst. Ja, Leune schaffe ich schon, das ist nicht so das Problem. Gut, es gehen ein paar Waffen drauf, aber... Aber wir können es mal markieren. Nordwesten, Norden, Westen, also hier. Sturmwindkluft. Ah, hier. Würde passen, da ich ja hier sowieso noch einen Schrein hätte. Totenkopfreicher ist auch sehr einladend. Okay, Pferde. Mache ich gleich. Gleich. Dann natürlich meine von denen, da geht ein Pfahl entlang, kannst du verfehlen, da ist der Pferdegott. Ja gut, ich sehe ein paar Monster, aber kein Pferdegott. Spielen die zusammen? Na, viel Spaß. Soll ich hier entlang oder was? So, mehr Monster bereits, noch die schwarzen Exemplare. Könnte sein, dass er hier ist, wa? Ja, das könnte gut sein. Jetzt war ich den falschen Weg gewählt. Jetzt gehe ich ja eher Richtung Leune. Schaut da runter. Der hätte gerade einen Kumpel mitnehmen können, wa? Naja, später dann. Hat er überall Monster? Was ist denn das hier? Oh, Pferde. Monster und Pferde. Monster auf Pferden. Ja, super. Ist Tune überhaupt etwas oder täuscht das nur? Quelle der Kraft. Ups. Wenn ich noch ein bisschen falsch abgebogen war. Ein Reh mit einem Krog. So, von mir aus. Die Quelle der Kraft. Das war doch eine der Quellen, in denen Zelda damals meditiert hat. Um ihre Siegelkraft zu erlangen. Tada! So, was will die von uns? Sag mal. Bin ich der Einzige, der hier gerade ein bisschen Skyward Sword Feelings hat? War das die Quelle der Kraft damals? Das war doch bei Skyward Sword nach dem ersten Tempel.
Der Ort könnte theoretisch... es war mehr... Ja, nee. Der Ort stimmt nicht. Aber egal. Die Quelle stimmt, das ist die Hauptsache. Okay, du bist nicht der Pferdegott, wa? Schade eigentlich. Ich bete. Mach die Starte der Muttergöttin in der tiefen Schlucht nicht mehr zu spüren. Doch ich fühle, dass du mir mehr zu ihrem Verbleib berichten kannst. Ja, das kann ich. Es wurde umgestoßen. Doofe Sache. Sie ist gestürzt, o edler Recke. Darf nicht beschieden sein. Ich bitte dich, hilf mir, die Stadt wiederherzustellen. Hä? Und wie? Wie den purpurroten Geist älterer, der umhüllt von Flammen durch den Himmel gleitet. Ja, der Drache, ja. Bietet dann ein älterer Clown in diesem Quell der Opfergabe an. Ernsthaft? Stadt der Göttin der Kraft. Ach nee, lass mich raten. Das war jetzt ein Ding, war? So eine Episode. Nee, nicht mal. Mal eine Sidequest. Okay, schräg. Hätte wetten können, das wäre jetzt eine Episode. Und zwar aus dem... Alter, aber schon viele hier. Weil es gibt ja eigentlich 3 Quellen. Kraft, Weisheit, Mut. Und mir gerade, wenn die so einen Quatsch will, wollen die anderen beiden auch so einen Quatsch haben. Okay, das war jetzt nicht das mit dem Pferdegott. Der musste irgendwo hier sein. Ist egal. Ich habe eigentlich anders zu tun, Freunde. Wow. Sehr Nahaufnahme-Link. Krass. Genau. Stall nochmal ganz kurz abchecken. War also wohl nichts mit dem Kumpel, Kurierkumpel. Shit happens. Wir sind noch hier. Ich will sie alle sehen. Hä? Man kann, wenn ich zugehört habe. Ist da auch alte Sachen? Was denn so? Fossil ein riesiger Kolosswal entdeckt worden. Markiert auf meine Karte. Die Vorder ist kaum auszuhalten. Ja. Ja gut, wir haben sie mitgenommen zumindest. Also nicht sie, sondern einfach die Quest. Hui. So, bin da, wer noch? Übrigens, hier ist ein Brunnen. Ich habe schon erwähnt, dass hier ein Brunnen ist. Ist das ein Holzschild? Naja, wenn ich halt was Holziges brauche, why not? Ich nehme jetzt mal das Ding. Hä? Okay, krass. Was ist hier unten? Verstehe, wer will. Ja, ich habe die Zeichen, ist mir noch zu früh dafür. Sorry. Leuchtsamen. Ja, das passt ja, wenn wir sowieso jetzt gleich im Untergrund wollen. Okay, der Brunnen war schräg. Hallo, lieber Stall, was gibt's denn hier so? Nichts Besonderes, war wenn ihr irgendwas Neues kochen will. Mhm. So. Im Stall von Osterkala. Nee, passt schon, dankeschön. Wenn es nicht so, sag jetzt mal, geschwächt ist, um nicht schlafen muss. Ein Schild ist ein bisschen nervig. Wow. Mehr Pferde, mehr Pferde. Mhm. Kommt wohl doch nicht. Wer denn?
müssen wir einen Clip aus beobachten. Mal hoch, ja, wer denn? Wer hat da noch der Klippen? Oh. Die Piratenmeute. Wir können mal gucken, was für Typen sind. Wir werden sie wohl nicht jetzt platt machen, das sparen wir für später auf. Und ja, ich weiß ja nachher so viele Sidequests, ey. Meine Güte. Doch, es geht um die Schiffe, die haben wir schon mal gesehen. Von dem Schrein aus. Vor denen hat sie Angst? Ich kümmere mich mal darum. Irgendwann. Ein anderes Mal. So, eigentlich hierhin, war? Genau, aber gesagt. Gut, nochmal ganz kurz auf meine Liste, ob ich dann noch irgendwas anderes geschrieben habe. Nee. Weiter mit Hauptstory, beziehungsweise kurz im Stall beim Turm, dann in den Untergrund. Haben wir so notiert. Es ist wirklich notwendig, Freunde. Da führt kein Weg dran vorbei. Sehr schön. Was haben wir jetzt hier? Nach Typ bitte. Waffen, Schilde, Bögen. Ding ist auch gut. Tagebuch, Piratenmon, das Elden-Riesenfossil. Ja, wir haben sehr viele Sidequests mittlerweile. Aktiv nehmen wir es bei Gelegenheit alle mal. Oh. Eine kleine Monstersammlung. Ja, die scheiß Episoden. Ach, so viele, hey, alter Schwede. So, Tempel im Untergrund. Hm? Und runter da, Freunde. Ihr könnt natürlich auch direkt zur Wurzel unten teleportieren. Wäre auch möglich, will ich jetzt aber nicht machen, weil ich ja den Frosch direkt platt machen will. Und das geht, glaube ich, so besser. Habe ich mal erzählt, also nachdem wir die Folge aufgenommen hatten, und ich ein bisschen PC drauf und so, ein paar Tage bei mir Pause. Und dann habe ich währenddessen dieser Pause mal geguckt, wie man eben diese Viecher eigentlich platt machen könnte, oder sollte, besser gesagt. So, das war's schon. So, jetzt fliegt gleich hoch. Ja, daraus wurde nichts, wa? Könnte aber auch so klappen. Ganz kurz gucken, wenn ich so. Okay. Das hat er schon, ja, du musst einfach normalen Ding reinschmeißen, normale Bombe. Eine Bombe mit Pfeil geht auch. Wohl bekomm's. Ja, das müssen Schmerzen sein, Freunde. Und so schnell gehen Waffen drauf. So. Alter, schon wieder. Du frisst mir zu viele Bomben, Freundchen.
So, und das war die Rache. Oh, ich bin eh doof. Jetzt eigentlich fotografieren sollen, wa? Der Typ da wohl doch ein Gigama-Foto haben. Ups. Naja, hat noch mehr da unten, kann er sagen. Tja, Freunde, damit willkommen zurück im Untergrund. Oh, Mann, ey. Werden wir noch viel Spaß haben. Ja, der muss sowieso bald neu spawnen, weil der Blumenmumm muss bald wieder sein. Wir können natürlich jetzt hier überall durchcruisen, die ganzen Wurzeln so machen. Machen wir auch, aber nicht direkt jetzt, weil wir doch eher ein bisschen der Hauptsache folgen. Aus dem Grund werden wir auch bald zu anderen Wurzeln verschwinden und von dort aus dann ein bisschen durch die Lüfte fliegen, Freunde. Ja, die Arten, die sie hat, sind gar nicht so schlecht, wa? 97,3, soll ich das Ding hier vielleicht mal markieren auf der Karte? Dass es hier gar kein schlechtes Erzvorkommen gibt. Hä? Ah, Feuerfledermäuse, okay. Da ist die Wurzel. Wir wissen ja mittlerweile auch, dass hier oben noch ein paar Schreine sind. Zum Beispiel hier und hier. Hier oben auch. Also hier müssen überall auch noch Wurzeln sein. Aber dazu später dann mehr. Ab in den Untergrund. Gerade beim Miasma-Monster. Klingt gut. So. Also vorher schon ein problemlos Blatt gemacht. Genau so müsste es eigentlich auch laufen. Ne? Ist ja eigentlich relativ offensichtlich, wie es gemacht wird. Okay, gemäß dem Ding sollte ich ja hier den Statuen folgen. Dass die Blicke aller Statuen an einem tempelähnlichen Gebäude in der Mitte enden. So, das machen wir jetzt auch. Und wie? Wie ich es schon mal vorgeführt hatte. Wir brauchen 2 davon und einen davon. Batterien nehme ich jetzt keine mit. Stehaufmönchen wäre eine Option, damit es einfacher funktioniert, oder einen Nagel zu nehmen. Komm, wir nehmen einen Pfosten. Ich bin ja auch ein richtiger Vollpfosten, wa? So. Ein bisschen höher, bitte. Schon besser. Dann. Mal so. Das könnte relativ mittig sein. Ja, der hat schon wieder. Der war, glaube ich, so, wa? Dem sind natürlich so. Oh, natürlich wird es mir unpraktisch jetzt. So, was hinter mir sehe ich so natürlich nicht. Ah, clever Spiel, clever. Hä? Das ist irgendwie eh falsch, wenn ich ganz ehrlich bin. Nein, das ist falsch. War es zuvor schon richtig, wie ich es eigentlich angedacht hatte. Und zwar so, jetzt haben wir natürlich eine gewaltige Linksschlagseite. Okay, schräg.
Ah, nee, warte mal. So ist auch doof. Wo hab ich den scheiß Nagel wieder? Okay. Habe ich anders geplant, aber scheiß drauf. Ja, sieht besser aus, Das Freund schon irgendwie creepy. Nur ganz kurz testen. Ja gut, das ist natürlich jetzt... Danke, Tulin. Du bist ein wahrer Freund. Jo, passt. Gut. Da wir uns jetzt wieder neue Gebiete aufmachen hier unten, brauchen wir noch ein bisschen was anderes. Oder hätte ich gerne was anderes, besser gesagt. Wo sind die Leuchtdinger? Das waren keine normalen von denen, sondern... Ah, aber schon hier. Also. Doof von mir. Nein, nicht so. Nein, das Ding in die Luft jagen, natürlich. Also ganz ehrlich, was war das denn jetzt gerade? Wollte ich, dass du losgehst? Sie wollte bloß, dass das Ding sich aktiviert. Ich sehe doof, dass es vorne ist, aber egal. Okay, die Kurve ein bisschen zu schräg. Ja, wir haben es gleich, Freunde. Aller guten Dinge sind... Füge hier eine Zahl ein. Ein bisschen Schlagseite nach links, aber es geht schon. Gut, gut, gut. Haben wir ein bisschen verwendet. Ja, wo sind sie? Hä? Die kommen erst hier unten? Krasse Scheiße. Im Prinzip folge ich jetzt den Augen da quasi. Will trotzdem mich dann zu den Wurzeln aufmachen. Okay. Sehr gut. Ja, Miasma-Dinger kann regenerieren. Da bist du ja, mein Guter. Da ist auch eine Statue. Perfekt. Es geht nach rechts. So, jetzt machen wir es ein bisschen anders. Machen wir dann nach Typ. Hey, Link, der Typ ist gefragt. Give me the power of yellow batteries. So, wird wohl für eine Weile reichen. Ich weiß, da vorne ist noch eine Wurzel. Ich würde aber lieber dem anderen Ding folgen. Ist das Miasma Ivarok, okay?
Vorne ist wieder eine Wurzel. Das sind irgendwelche Monsterlager, whatever. Oh, okay, ich muss kurz ausweichen. Der höher fliegen, eins von beidem. Hey, wo ist die Wurzel hin? Haben wir da vorhin noch gesehen? Also, da drüben. Ne, jetzt ist sie da. Okay, schräg. Ist das bereits der Ort, wo ich eigentlich hin sollte? So, nehmen wir einmal den und nochmal so eine. Ich meine, es sieht zumindest tempelmäßig aus, insofern könnte es schon sein. Wäre überhaupt gemäß Karte? Oben. Oh, doch, könnte vielleicht sein. Oh, ich habe da eine Truhe übersehen. Egal, die ganzen Schätze im Untergrund holen wir uns sowieso noch. Keine Sorge, Freunde. Da hoffe ich ja vor allem, dass die ganzen Masken oder Rüstungsteile drin sind. Anteile von denen halt mitunter, die wir bereits haben, ne? Also wir hatten irgendwie so das Zeitset oder sowas in der Art zum Beispiel. Inneres Hyrule-Untergrund. Dann zeigen wir doch mal lieber eine Karte. Also hier sind definitiv Orte, von dem her. Natürlich mit unter die eine oder andere Wurzel verpasst, das ist klar. Könnte vielleicht. Ja, guck mal einer an. Ich könnte theoretisch hier mal noch markieren. Das sind gerade mal die ich in einer unmittelbaren Umgebung habe. Dadurch, dass ich hier eine Wurzel habe, muss hier im Obergrund ja auch ein Schrein sein. Den ich gar nicht gesehen habe. Okay. Wir nehmen trotzdem mal, was da vorne jetzt da ist. Das sieht schon so aus, als wäre es irgendwie tempelmäßig und so. Verlassene Zentralmine. Hä, ist das so eine Mine wie oben im Himmel? Krass. Du kommst jetzt mal mit, Kumpel. Ja, ich glaube fast, wir sind hier richtig. Kann das sein? Was machst du denn an diesem Ort? Können wir dasselbe fragen, wa? Du stellst ja auch Nachforschungen an, oder? Weil du dich für die Forschungsgruppe beworben hast. Das ist ein Jäger? Oh Gott. Die seltsame Statue. Konstrukte nennt. Ich bin bloß in der Klemme. Bist du auch ein Jäger? Was plappert? Ja, gut, okay. Da schien müsste diese Statue uns ermöglichen, eine Macht der Götter einzusetzen. Welche? Das ist das sagenumwobene Konstrukte. Mit dieser Macht kannst du alle Objekte speichern, die du mit deiner Kraft erschaffen hast. Okay. Du kannst jedes gespeicherte Objekt sofort erneut herstellen. Das heißt dort, dass man alles, was man einem gebauten Handumdrehen damit erzeugen kann. Ah, das Teil ist hier unten. Okay, ja, ich weiß, was damit gemeint ist. Ja, es sind zwei Jäger, ist mir klar. Also ich sehe schon, ich muss das Teil hier machen und dann nächsten Part werden wir, oder danach werde ich halt die Jäger treffen. Hier habe ich auch noch ein paar Konstrukte, die man was bauen könnte. Schön, schön. Ja, ob das natürlich jetzt das ist, was ich gemäß Story finden soll, kein Plan. Das könnte sein, ist auch alles schön erhellt und so. Wenn man sagen kann, das machen wir in der nächsten Episode. Das Ding aktivieren, vielleicht kriegen wir dadurch schon die Fähigkeit, wer weiß. Und dann stürzen wir uns auf die Jägers, wa? Die Jägers, da muss sowieso noch ein paar Dinge machen.
Auch in den Gerudo-Festungen und so. Gerudo-Festungen, da wo eigentlich ihr Hauptquartier wäre. Da war ich jetzt bis jetzt noch nicht. Da war ich bei Breath of the Wild ein bisschen früher dran. Hier, naja, kommt auch noch. Übrigens haben wir hier die Drachenstadt. Da fragen mich halt jetzt direkt, bei den Sonas sind es immer 2 Drachen. Also 2 Drachenköpfe in dem Sinne. Warum? Ich meine, jetzt rein vom Spiel her, am Spiellogo haben wir auch 2 Drachen. Der eine könnte jetzt ein Hinweis auf Zelda sein, aber der andere... Hä? Verstehe ich nicht. Egal, wir werden sehen, Freunde. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Zurück bei Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Dann hier aktivieren. Hoffentlich diese ominöse Fähigkeit erhalten. Können wir auch mal unser Flugding da vorne mal speichern, quasi wieder neu erschaffen. Das wäre natürlich schon cool. Da würde ich sagen, noch ein bisschen Untergrund erforschen. Ne? Ich meine, da gibt es noch viel zu tun. Wir haben noch viele Schreine auf der Oberfläche bereits gemacht. Also hin und her fliegen, dies und jenes machen. So Nanium farmen, ne? Wäre auch mal dringend notwendig. Und natürlich dann wieder zurück für die Hauptstory zum Spätposten. Und vielleicht dann mit Tropelo bereits nach Atheno gehen. Wir waren ja auch schon in der Nähe dort. Also dann nicht mehr so weit weg. Wir werden sehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.